Malefiz, Sturmboden miserabliger. Simmerl, ja, wer wird denn so abscheulich fluchen? Ah, ist auch wahr. 5 Mal am Tag kann ich den Sturmboden zusammenkehren. Ich meine, von den 30 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich mindestens schon 15 Jahre den Sturmboden zusammengekehrt. Gut Ding 15 Jahre. Wally, Simmerl, tut's euch kein Spuken, gell? Der Herr Architekt kommt gleich. Hast du das gehört? Keine Minuten kannst du dich ausrasten. Schon wirst du wieder aufgerügelt, glaubst du das? Zwecks dem damischen Architekten, da werden wir uns gerade rennen. Den hab ich ja so gleich so dick, dass ich es gar nicht sagen kann. Ja, warum denn? Vorgestern schickt er mir das Bier zurück, weil es so schad und so matt ist, hat er gesagt. Smart ist ja mal. Was hast denn du gesagt? Ich hab gesagt, wenn Sie so lang laufen daten wie das Bier, dann wären Sie auch matt. Jawohl, Wally, da hast du recht gehabt. Da war er auch smart. So. Zwecks solch einem Kerl sollen wir uns nachts tot arbeiten. Nein, Wally, das tun wir nicht. Da woher, hört der Knödelwaschen auf, geh weiter, geh her. Ziehst sie da hin. Wir werden jetzt ein bisschen ausrasten, gell? Du Wally, den Erfinder von der Arbeit möchte ich mal kennenlernen. So zwischen dunkel und siehst mich nicht. Du, die darf die Kehrig umeinander lassen. Simmerl, ich darf gegen die Arbeit gar nichts sagen. Wenn's einmal ein und ein Aufhören hätt. Ja, recht hast, Wally. Schau her, unser Herrgott der hat 6 Tage an der Erschaffung der Welt gearbeitet. Und dann hat er einen ganzen Tag ausgerast, gell? Du, dann werden uns die paar Minuten Rasten auch erlaubt sein, hä? Dabei hat unser Herrgott aber leichter gehabt als für mir. Der hat halt gesagt, es werde und dann war's schon geschehen. Der hat sich nicht lang mit Krügelwaschen blank brauchen. Ja, Herrgott sei ist nicht leicht, ne? Aber Hausmeister sei, du, da brauchst besondere Fähigkeiten. Ich kann 20 Mal zu meinem Sturmbund sagen, es werde. Wenn ich nicht selber den Besen in die Hand nehme, dann bleibt der Friedrich. Na, das war es. Und mir geht's mit meinen Krügel ganz genauso. Du, also diesen Hausmeisterposten, den darf ich nicht einmal meinen ärgsten Todfeind wünschen. Ja, überall kann ich nicht sein und wo ich bin, ist er träg. Drum gehört eben wieder ein Wirt hier. Nachher waren gleich wieder 2 Hemd mehr da zum Arbeiten. Ja, und ein Maul mehr zum Schimpfen. Nein. Ich verlange mir keinen Wirt nimmer. Mir taugt's ja so viel besser. Weißt du, man sollte einem Toten nichts nachsagen, gell? Aber unser Postmeister Selig, mein Lieber, das wird also jetzt wieder eine Teufel gewesen sein. Aber heiraten muss wieder die Wirtin. Ja, bei dem Geschäft und der Landwirtschaft und ihrem Geld, ja, da ist sie doch eine gesuchte Witwe. Ja, gesucht ist sie schon. Aber sie lässt sich halt sehr schwer finden. Und recht hat sie wieder. Ja, sie ist bildsauber, gell? Ein Geld hat sie auch genug. Und mit dem Geld, das ist gerade so wie mit dem Hai. Kaum hast du einen fetten Buschen, kommt gewisser so Ochs, der das wegfressen möchte. Wally, also ich habe jetzt noch mal Blut. Sag einmal, hast du nichts zum Arbeiten? Und dem Simmerl, dem kommt auch jeder Plausch gerade recht, gell? Ja, über den verstorbenen Mann haben wir heute gerade geredet. Ja. Darfst nicht so viel reden, sondern lieber arbeiten. Jetzt pass einmal auf. Dieser Tisch hier muss ganz schön gedeckt werden für den Herrn Architekten. Da legen wir das Silberbesteck auf und du, Wally, du holst mir die blaue Tischdecken, warst schon mit die Spitzen dran. Was? Die schöne Tischdecken? Red nicht lang, sondern hol's. Und du, Simmerl, lass auch gut sein. Hast lang nur zusammengehört. Ja, gut Ding 15 Jahre. Wirbelst ja eh bloß einen Staub auf. Ja, so einen Staub möchte ich ganz bestimmt nicht aufwirbeln, Frau Wirtin, aber wissen möchte ich schon, warum das für diesen Stadtfex gar so nobel aufgedeckt wird. Ach, bist neugierig?
Nein, neugierig bin ich grad nicht, aber... Aber wissen möchtest du das gern, gell? Ja. Ja gut, dann muss ich es dir halt sagen. Weil mir so ein Stadtfex lieber ist, als mir so ein Schafskopf wie du einer bist. Hast mich. Jetzt hab ich meinen Senf. Direkt leid tut's mir. So sauber gewaschen und so schön bügelt. Jetzt komm, jetzt mach nicht so ein Wesen wegen dieser Tischdecken da. Jetzt holst du das Silberbesteck und dann die schönen Teller von meiner Hochzeitsgarnitur, gell? Fragst warum? Weiter fragst. Ja, also, interessieren tat's mich schon, warum für den Stadtwechsel gar so nobelhaft aufdeckt wird. Ach, bist du vielleicht neugierig? Neugierig grad nicht, aber... Aber wissen möchtest du das gern, gell? Ja, dann fragst halt einmal ein Zimmer. Der kannst du ganz genau sagen. Simmerl, ist das wahr, dass du das weißt? Ja, freilich. Ich bin vollkommen eingeweiht. Sag mal, Simmerl. Und du musst mir versprechen, dass du das ja nicht weiterverzählst. Na, um Gottes Willen, jetzt sag mir's. Weil ihr der Stadtfex lieber ist, wie so ein Schafskopf wie du? Du Gischbi, du damischer du. Also wenn man nur von dir auch mal eine gescheite Antwort kriegen kann. Ich hab's ja auch nicht anders gekriegt. Ja, was ist denn mit euch? Du sag einmal, Simmerl. Ja, lang soll jetzt das Bier noch draußen stehen im Hof, bis siedert wird. Vierteilen kann ich mich auch nicht, gell? Ja, weiter, weil ich helfe ihm das Bier im Keller oben drum. So warme Bier kann doch kein Mensch mehr saufen. Warum denn nicht? Ich zum Beispiel mag's gerne ein wenig temperiert. Ja, wart's nur, bis der neue Geschäftsführer kommt. Der wird euch dann schon einheizen, wenn's euch zu kalt ist. Das Hirn ist euch sowieso schon eingefroren. Meinst jetzt du mich mit dem eingefrorenen Hirn? Na, keins kann nicht einfrieren, weil du hast ja keins. Für mich hat's immer noch gelangt. Ja, ich weiß ja, du bist ja sehr bescheiden, gell? Und du, Simmer, kannst dich von heute an mehr ums Haus und um den Stall kümmern. Gell, weil der neue Geschäftsführer auch ein Oberkellner ist. Ja, brauche ich da nimmer einschenken. Nein, von heute ab nimmer. Und warum nicht? Ja. Weil die Stammgäste sowieso schon gesagt haben, sie lassen dir doch bauen unter deiner Schmeizlernosen, weil du wenn's Bier nicht tripft, wenn du das Brot hast. Aha, also zwecks meiner unappetitlichen Schmeizlernosen. Da hat dann der Ober, der wo da kommt, andere Nosen. Ja, Schnupfer wird der nicht. Drum ist das einige nicht so unappetitlich wie dein Gurken. Ja, und wer bringt ans Essen? Auf da ist der Neue selber. Warum jetzt das? Ja, hast du das nicht gerade gehört? Wegen deiner unappetitlichen Schmeizlernosen. Ja, kann dann der nicht ein kleines Flaschenbier in den Keller runter tun? Nein, Wally, das kann er nicht. Schau her, die Flaschen sind doch zugestipselt. Und da kann's er gar nicht reintripfen, verstehst? Jetzt geh weiter. Auwe. Den ersten Anstoß hat mein neuer Geschäftsführer schon erregt. Also, Wally, bis du einmal kommst, hab ich gesagt. Wo ist denn die schon wieder hin? Das Bier, der in den Keller runter. Was schon den ganzen Vormittag im Hof drauf steht in der Sonne. Ja, warum ist denn das nicht klein untergekommen? Weil es einer halt keiner geschafft hat. Von selber rieren doch die zwei keine Hände nicht. Ja, na ist halt ein Kreuz, wenn kein Mannsbild im Haus ist. Was bist denn dann du? Bist du vielleicht kein Mannsbild, hä? Nein, ich bin doch schon alter Loder. Nicht? Nein, da gehört so ein gestandenes Mannsbild her, weißt du, so ein Schneidiger. Mein Vater, warum willst du mir jetzt du so schnell unter die Haube bringen, hä? Jetzt gönnen wir doch das kleine bisschen Freiheit. Schau, beim ersten Mal heiraten war ich doch viel zu jung. Und jetzt brauche ich keinen Mann, der mir das Geld zählt und meine Gäste unterhält. Ich brauche doch in erster Linie einen Ehemann. Und dann kommt erst der Wirt. Ach, sind wir gut da? Zum Saufen, dann haben wir's. Aber du schickst die alle wieder heim. Es geht ja schon bald keiner mehr rein zu uns in die Wirtschaft, weil sie die ganzen Mannsbrüder vom Dorf bei dir schon einen Korb geholt haben. Na und? War heute der Richtige nicht dabei? Und wenn's deswegen nicht mehr reingehen, dann soll's draußen bleiben. Ich kann nicht jeden Mann heiraten, bloß dass er mir ein halbes Bier abkauft. Aber so saugrob brauchst du das heute auch nicht abfahren lassen. Lass dir nur Zeit, Vater. Es kommt schon noch der Richtige. Und bis dahin hausen wir zwei allein, gell? Ja, bin heute das Hausen mit dir nicht gar so anstrengend war, gell? Du, Was denn? bleib einmal da, ich muss dir was sagen. Aber tu nicht gleich wieder aufgeben, wie der Truthändel vom Roten Schneidstierchen, gell? Der Altwirtstoni von Braming kommt heute. So, was will der da? Na, ist die tut er. Als Geschäftsführer und als Oberkellner. Einsteh.
Na, wer hat denn den geschrien? Vielleicht du? Der Schreien hätte ich den nicht kennen, aber der ist bis in München draußen, nicht? Da habe ich schon einen Brief schreiben müssen. Ja, ich denke mir halt, der kann das Geschäft wieder ein bisschen in Schwung bringen. Du musst ihn doch noch kennen. Ja, der ist doch mit dir in die Schule gegangen. Mein Gott, was weißt denn da kennen? Das ist ja alles schon so lange her. Und was soll der da? Einstehen und das Geschäft führen? Der kann einen Kellner machen. Du, für die paar halbe Bier, die ich da verkaufe, brauche ich keinen Oberkellner, gell? Und mein Geschäft, das führe ich mir auch allein. Wann soll der schon kommen? Heute? Heute? Aha. Und morgen fliegt er wieder raus. Ja, für wen dekorierst du jetzt da gar so noblich? Für den Herrn Architekten. So. Schmeckt's dem nicht anders? Doch. Aber vielleicht soll es ihm ganz besonders schmecken. Ah, ist das ein Besonderer? Ein besonderer nicht, aber vielleicht der richtige. Ja, da schauen wir gut aus. Ja, da wird uns ja das Bier sauer, wenn der hinterm Schandtisch steht. Ja, aber was versteht denn der vom Wirtsgeschäft? Nix versteht er, verstehst? Das lässt sich alles erlernen. Ja, und Landwirtschaft? Die Landwirtschaft steckt uns dann am Hut auf. Der hat doch keine blasse Ahnung von der Ökonomie. Dafür ist er ein Studierter. Der hat's da. Und mit der geistigen Arbeit kann manch einer mehr ausrichten, als mit ein paar so grobe Bauernhint. Mit der geistigen Arbeit. Bin ich aber neugierig, was ihr dann ernten werdet, wenn's mit dem Architekten sein Geist einen Kartoffelacker anbaut. Wenn's auch nicht die größten Kartoffeln sind, für uns reicht's. Die Größten werden das ganz bestimmt nicht. Sei's wie's mag. Du musst dich eben reinfinden. Was sind die Kartoffeln? Sauber. Auf den Staat fragt, dass Sie spekulieren. Was? Der kommt schon. Der kommt schon. Ja, wer denn? Ja, der Schmeizlernasenersatz halt. Was? Der ist schon da? Jawohl, er ist schon da. Grüß dich, was warst du? Gut schaust du aus. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Die 15 Jahre, wo wir uns nicht mehr gesehen haben. Sauber hast du rausgemacht, Toni, sauber. Ja, setz dich noch gerade her zu mir. Du warst du, ich wollte eigentlich gleich zum Arbeiten anfangen. He? Weißt jetzt du vielleicht auch, Toni? Geh weiter, machst den Stiebel fertig, bevor du deine Ohrwaschel aufstehst wie eine Kine hast. Eierrederei, da bin ich gar nicht neugierig. Ich wollte dich gar nicht fragen, wie es da geht, sondern ich sag dir gleich, wie es da bei uns gehen wird. Schlechte Aussichten. Was schlechte Aussichten, ja, das war nicht übel. Ja, ich hab dich herkommen lassen als Geschäftsführer und hab dir geschrien, dass du Aussichten hast, dass du ein Wirt werden kannst. Ja, und das nennst du dann schlechte Aussichten? Ja, freilich schlechte Aussichten. Weil mein Rosel die roten Schneidstierchen nicht mag. Schau her, ich hab rote und weiße. Aber du bist für sie rot, verstehst du? Ein Feierrot sogar. Das verstehe ich nicht ganz. Pass auf, die Mannsbilder, die zum Heiraten kommen, sind für meine Tochter das, was fürs Truthändler rot Schneidstierchen ist. Was ist denn? Ja, deine Dienstboten, die brauchen dringend ein bisschen Manier, das hab ich schon gemerkt. So, weißt du, jetzt reden wir weiter von den roten Schneidstierchen. Nein, ist schon alles gesagt worden. Ich hab mit dir geredet, damit du das Kofferl erst gar nicht auspackst. Weil du das morgen vielleicht schon wieder einpacken musst. Sag dir nicht, Wastel. Das Kofferl wird auspackt und wer weiß, ob es jemals wieder einpacken wird. Weißt du, du sollst der Gegend das Schnitzelfleisch bringen. Das hab ich jetzt auch schon wieder vergessen. Du siehst, dass wir alt werden, nicht? Du, Toni, dein Zimmer ist oben, gell? Ja, danke schön, Wastel. Grüß dich gut. Grüß dich gut. Ich bin der Anton, der neue Oberkeiner. Ich bin der alte Piccolo. Ex-Piccolo, wollte ich sagen. Wieso Ex? Ja, zu wegen meiner unappetitlichen Schmeizlernosen. Na, sieh mal, Horsi, wenn's mich brauchst. Also, sieh mal, dann erzähl mir mal ein bisschen was von eurem Geschäft. Ja, mei, was soll ich dir da viel verzeihen, gell? Gute 30 Jahre ist, Bild sauber und lieb, manchmal ein bisschen grantig, aber sonst ist gesund. Wer? Ja, die Wirtin. Du sollst mir nichts von der Wirtin, sondern ein bisschen was von eurem Geschäft erzählen. Geh weiter. Du bist doch der gleiche Bazi wie alle anderen auch. Die sind auch bloß wegen dem Geschäft gekommen. Und danach haben sie bei der Wirtin dann eine kleine Nebenbeschäftigung gesucht. Nein, nicht. Du, ich habe jetzt gerade aus Gaudi mal zusammengezählt, wie viel das schon probiert haben.
Und da machst du jetzt gerade das Dutzend voll. Simmerl, wenn du dich da bloß nicht täuscht hast. Sag einmal, wie viel Mittagessen habt ihr nur so beiläufig? Ja, die gehen ja bei uns gut. Ja, 3, 4 haben wir alle da. So, ja. Manchmal bloß 2 oder auch gar keins. Aha, und dafür braucht sie dann einen Oberkellner. Natürlich, weil du ein appetitlicheres Nasel hast wie ich. Sag einmal, warum ist denn der Tisch da drüben so sauber und der überhaupt nicht eindeckt? Ja, weißt du, da sitzt der 11. von denen, wo du gerade das Dutzend voll gemacht hast. Ach so, also wieder ein Rotschneidstirgel, ja? Aber diesmal für mich eins. Hat die Wirtin den Tisch so sauber dekoriert? Ja, freilich. Dieser Stammgast. Ja, der hat noch keine 5 halbe bei uns getrunken. Aha. Dann glaube ich, werden das auch nicht mehr auf 5 halbe bringen. Ja, hast du jetzt schon so ein ausgeschämtes Mannsbild gesehen, so ein ausgeschämtes? Haut mir der einfach die Tür an den Schädel auf, dass ich gleich pinkel hab. Oh, hab ich dich wirklich erwischt? Ja, man darf halt nicht so neugierig sein, gell? Ja, ein bisschen horchen wird man ja wohl noch dürfen. Ich hab schließlich schon bei den besten Herrschaften an der Tür gehorcht, gell? Schau. Den schaut er nicht an. Jeder Mensch hat halt sein Pinkel und du hast es jetzt am Hirn, gell, Mutterl? Du, dir gebe ich noch lang keine Mutter nicht ab, gell? Das merkst du. Für dich, da bin ich immer noch ein Mädchen. Aha, also pass auf, Mädchen, heb mal den Schürzel hoch. Nein, bloß ein Schürzel. Komm, Herrschaftszeiten. Da schau her, die Blumen, die schmeißt am Misthaufen aus. Die Vasen kannst du dann aufs Nachkastel stellen. Sieh mal, du bringst ein anderes Besteck. Ein Silberbesteck ist gar so protzig. Du bringst ein ganz ordinäres, gell? Ja, aber die Wirtin hat doch... Nach der Wirtin brauchst du überhaupt nicht mehr fragen. Jetzt geschieht nur mehr das, was der Oberkellner haben will. So, zisch ab, auf geht's. Ein Silberbesteck auflegen, wo gibt's denn sowas? Für wildfremden Menschen. Ist der einschiebt, ist beim Teufel. Schau mal her. Ordinär haben wir es für nimmer, gell? Sonst müssen wir gleich die Mistgabe bringen. Nein, das ist schon recht so. Warum denn so viel Arbeit machen? Ah, hast das du auch nicht mit der Arbeit, gell? Passt mir schon zusammen. Da ist jetzt der recht. Ja, der tut's überall. Der ist wunderbar. So, ja, jetzt gehst du zur Wirtin raus und sagst einen schönen Gruß. Der neue Oberkellner wäre da und sie soll sich gefälligst einmal vorstellen bei mir. Oh, ja, der ist gut. Der Mann, der frisst auch Kopf und Salz bei uns. Schöne Tischdecke brauchen wir noch, selbstverständlich. Die roten Schneidstücher, die mag sehr gern unsere Frau Wirtin, gell? Ein Truthändchen Scheibe nicht, das war schon gut. Ich rupfe die Feder aus und steck mir's am Hut. Aha. Ist das die neueste Manier, dass sich jetzt der Oberkellner mit einem Gestanzel bei der neuen Wirtschaft vorstellt? Nichts für Frau Wirtin. Anton Schlederer, Ihr neuer Schneidstierkel. Entschuldigen Sie, ich meine natürlich Ihr neuer Oberkellner. So, Sie sind es also. Jawohl. Nett? Wer ich? Ich meine, Ihr Anzug ist ganz nett. Aber bei uns draußen, da laufen Ihnen die Ochsen und die Kier nach, wenn Sie sich so sehen lassen. Wenn Sie wollen, dann ziehe ich lieber meine Lederhosen an. Für heute brauchen Sie sich nicht strapazieren. Und morgen nehmen Sie Ihren Koffer unter den Arm und fahren wieder dahin zurück, wo Sie hergekommen sind. Das geht leider nicht, schauen Sie. Ich habe von Ihrem Herrn Vater eine schriftliche Bestätigung, dass ich hier als Oberkellner engagiert bin. Und das gilt für mich und für das Arbeitsgericht als Vertrag. Da gibt's nur eine 14-tägige Kündigung. Also ich meine, 14 Tage müssen Sie schon aushalten mit mir, ja? Also meinetwegen, aber dann ziehen Sie als erstes mal Ihren Schickimicki-Anzug aus. Ja, wollen Sie mich vielleicht lieber in der kurzen Hosen sehen? Sie will ich gar nicht sehen. Meinen Oberkellner möchte ich die nächsten 14 Tage in Tracht sehen, wenn ich ihn schon geschäftlich anschauen muss. Haben Sie mich verstanden? Meinen Sie jetzt mich oder meinen Sie vielleicht den Oberkellner? In dem Fall habe ich alle zwei gemeint. Und damit Sie sich gleich auskennen. Für die Bauhalbe Bier, die ich da verkaufe, brauche ich keinen Oberkellner. Bei mir heißt es überall zugreifen. Im Haus und in der Landwirtschaft. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob Sie mit der Mistgabel genauso flink sind wie mit Ihrem Mundwerk. So mag ich's, jawohl. Ich werde schon meine Augen und meine Hände über euch halten. Über dem Haus, über dem Stall und natürlich auch über der Frau Wirtin. Bei mir brauchen Sie sich nicht strapazieren, sonst kriegen Sie nämlich meine Hand als Antwort. Ach, hören Sie auf, Frau Wirtin. Also, liebe kleine Fatscherhand. Das wird sich alles noch beweisen. Ja, das bin ich auch. Schauen Sie, in München im Café V, wo ich in Stellung war, da war meine Wirtin auch eine Witwe. Sie, die hat mich immer angeschaut wie ein Bernhardiner-Hunderl, dem ein junges Katzel immer weggelaufen ist. Dabei hat es mich bald gefressen. Na also? Aus lauter Liebe natürlich.
Bilden Sie sich nur ja keine Schwachheiten ein, gell? Erstens bin ich kein Bernhardiner Hunterl und zweitens kann ich Sie mir schlecht als kleines Katzerl vorstellen. So, jetzt lassen Sie uns endlich zum Geschäftlichen kommen. Sehr gern. Also, Mittagessen haben wir leider noch sehr wenig. An diesem Tisch essen immer die Arbeiter von der Ziegelei und an dem Tisch immer der Herr Architekt. Ja, wo ist denn das schöne Gedeck? Guck mal, wer hat denn das weg? Ja, ich, Frau Wirtin. So, und warum, wenn man fragen darf, ha? Warum? Weil man doch für einen Gast, der alle heiligen Zeiten kommt, keine so eine Gaudi nicht macht. Jetzt passen Sie einmal auf. Diesen Tisch habe ich gedeckt und so bleibt der auch. Aber Frau Wirtin, Sie werden doch jetzt um den Tisch decken, nicht mehr plagen, jetzt, wo Sie mich als Oberkellner haben. Für meinen Lieblingsgast decke ich den Tisch. Frau Wirtin, es gibt doch keine Lieblingsgäste. Schauen Sie, solche Leute, die bilden sich leicht Schwachheiten ein und das ist nicht gut fürs Geschäft. Die Blumen kommen wieder hin. Die liegen schon draußen am Misthaufen. Das Gedeck kommt auch wieder her. Solange ich hier oben bin, nicht. Gut, dann sind es die längste Zeit gewesen. Packen Sie Ihre 7 Zwetschgen und fahren Sie wieder zu Ihrer Witwe nach München, die Sie ja sowieso fressen möchte vor lauter Liebe. Ah, Sie vergessen schon wieder die 14-tägige Kündigung. Wenn Sie mir kündigen, haben Sie recht. Dann kann ich wieder zu meiner Wirtin nach München gehen. Aber bis dahin, liebe Frau, bis dahin, da lasse ich mich schon von Ihnen fressen. Gut, die Kündigung gilt. Heute ist der 1., in 14 Tagen ist Schluss. Nein, geht leider nicht. Mündlich brauche ich nach dem Gesetz nicht annehmen. Also, wenn Sie mir kündigen, dann müssen wir das schon in einem eingeschriebenen Brieflein mitteilen. Also bitte brieflich, ja? Gut, dann schreibe ich den Brief heute Abend und morgen haben Sie ihn. Morgen ist der 2., da ist der Termin schon wieder vorbei. Also, dann müssen Sie ja schon bis zum 15. gedulden, aber das Brief dann schon am 14. schreiben, sonst versäumen Sie wieder den Termin. Sagen Sie mal, sind denn Sie aus lauter Frechheiten zusammengesetzt? Nein, das nicht, aber mich freut nichts mehr, als wenn ich von einer hübschen Frau einen Brief bekomme. Das Gedeck kommt wieder hin. Und das eine sage ich Ihnen, Sie sind nur mein Oberkellner, aber ich bin Ihre Frau. Meine Frau? Ihre Frau Wirtin, natürlich. Oh, da warst du noch recht. Das ist schon wirklich ein Truthändel, aber ein Liebs. Ein Truthändel spreizt Federn aus, Jung geht's vor gut. Wenn der richtige Truthahn kommt, ist alles wieder gut. Oh. Also, Ehrenwort. Ehrenwort, Fräulein Walle. Ich wollte Sie ganz bestimmt nicht beleidigen, aber das Bier war wirklich ein bisschen schal. Gell? Aber da können ja Sie nichts dafür. Also gut, sagen wir Schwamm drüber, jetzt sind wir wieder gute Freunde. Hm? Mir, gute Freund? Ja. Ich meine, allerweise suchen eine andere Freundschaft, aber nicht die meinige. Aber so sagen Sie doch nicht so was. Also wenn so ein liebes Madel, ein so zwidernes Goscherl hinmacht, also da schmeckt mir ja das Essen den ganzen Tag nicht mehr. Aber geht's zu, Herr Architekt? Sagen Sie doch nicht immer Herr Architekt zu mir. Das klingt ja so unnahbar. Das bin ich doch gar nicht. Oh. Oder sind Sie vielleicht eine unnahbare... Aber nicht, wenn's wer sieht. Geh, Herz doch auf. Herz doch auf. Aber es sieht ja niemand. Haben Sie Angst vor dem Schatz? Na, vor dem schon gleich gar nicht, weil ich gar keinen hab. Was, aber. Also sind die Buben denn hier auf dem Dorf so blind, dass sie an einem so schönen Blümlein vorübergehen, ohne es zu pflücken? Hm? Schön, sagen sie immer. Warum denn nicht? Nicht die schönen roten Bäcklein, die klaren blauen Augen. Der schöne Hals. Hm? Schön, gell?
Den habe ich mir für heute noch nicht einmal gewaschen. Fräulein Walli, Sie sind, wie man so sagt, eine versteckte Schönheit. Ja. Heutzutage, da muss man seine Schönheit schon verstecken. Ja. Die Burm, die waren doch gleich so ausgeschämt frech. Und der, was sucht, der findet's auch, gell? Und wenn's noch so versteckt ist. Bloß suchen muss es. Bloß suchen muss es. Versteck's mir weiter, der Schönheit. Auge. Das ist ja für 1 Mark, 20, 1 Mark 30, langt der hinten und vorne ist. Naja, macht nichts. Vielleicht beißt ja die Frau Wirtin an. Und wenn nicht, dann habe ich ja immer noch diese versteckte Schönheit in Reserve. Nur den Appetit nicht verderben lassen. Ja, Herr Architekt! Frau Wirtin! Gerade habe ich gehört, dass Sie angekommen sind. Jetzt werden Sie aber bestimmt gleich einen Hunger haben, gell? Ich gehe gleich in die Küche und hol was. Bitte bleiben Sie doch. Mein Hunger hat sich vorerst nur auf die Augen konzentriert. Weil ich Sie wiedersehen wollte. So. Erst die Augen sättigen. Der Magen kann warten. Ah ja, bitte dann nehmen Sie doch inzwischen Platz, Herr Architekt. Vielen Dank. Wie lange... Oh ja, danke schön. Wie lange wollen Sie denn diesmal bleiben? Ja, sehen Sie, da berühren Sie gerade einen sehr, sehr wunden Punkt bei mir. Ich muss leider fort und kann Ihrer freundlichen Einladung zum Essen zu bleiben nicht Folge leisten. Aber ich habe gedacht, Sie verbringen Ihren ganzen Urlaub bei uns. Da hat mir die Firma einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ach, wieso denn? Ja, aber wissen Sie, also ich hatte ja hier beim Brückenbau für die Firma nicht sehr viele Auslagen, nicht? Fahrtkosten, Spesen, Material, Löhne und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich gedacht, heute kommt der Vertreter und bringt mir mein Gehalt und auch meine Auslagen. Aber der Mann ist nicht gekommen. Ach, jetzt muss ich in die Stadt hineinfahren, muss zur Bank gehen, muss Geld abheben. Und wenn man mal in der Stadt ist, das wissen Sie ja selber nicht, da kommt dann dieses und jenes, da kommt man dann überhaupt nicht mehr fort. Jetzt haben Sie meine ganze Freude verdorben, Herr Architekt. Ja, aber wissen Sie was? Ja, Sie bleiben einfach da. Ja, Sie haben doch Kredit bei mir. Und wenn Sie Geld brauchen, dann kriegen Sie das auch, bis Ihre Firma alles wieder erledigt hat. Nein, Frau Wirtin, Sie würden mich sehr beschämen, wenn ich das annehmen müsste. Nein, und Sie würden mich beleidigen, wenn Sie das abschlagen täten. Es tut mir leid, es geht beim besten Willen nicht. Doch, Herr Architekt, mit einem kleinen bisschen guten Willen geht es schon, gell? Sie bleiben da, Sie sind mein Gast. So, und jetzt gehe ich erstmal in die Küche. Haben Sie denn irgendeinen besonderen Wunsch? Ja. Sie. Ja, zuerst muss der Magen zu seinem Recht kommen. Ich bin gleich wieder da. Oh, hab ich ein Glück. Hätte ich mir ja diese Reserve-Walli direkt sparen können. Naja, macht nix. Doppelt genäht, hält besser. Ah, habe ich die Ehre daher? Die hab ich. Was ist gefällig, bitteschön? Ja, verrückt, das ist ja der Herr Krause. Ja, das ist ja der Herr Anton vom Café V in München. Ja. Wie kommen jetzt Sie daher? Na, ich bin jetzt oben in der Post. Ach, also nicht mehr im Café V. Na, seit der Woche schon nicht mehr. Ach, und Sie sind wohl dieser sehnsüchtig erwartete Architekt. Ja, ich logiere hier. Ich finde es hier sehr nett und sehr heimlich. In München war es Ihnen wohl ein bisschen unheimlich, weil Sie so lange nicht mehr gekommen sind. Wie bitte? Ah, ich meine nur,
Ach ja, dass ich es nicht vergiss, ich soll Sie schön grüßen vom Küchenmädel, vom Café Pfau, von der Ursula. Der Ursula? Ja, von der Ursula. Café Pfau? Café Pfau. Küchenmädel? Ja. Küchenmädel, Café Pfau und Ursula? Ursula. Nein. Ich kenne vielleicht eine Marianne, aber ich kenne keine... Ach, die Ursula! Die Ursula! Ach, die Ursula! Ja, bitte lassen Sie kein Wort von dieser Person hier verlauten. Das ist eine unangenehme Sache, eine ganz dumme Geschichte. Ja. Bitte kein Fest, Herr Architekt. Ja, Anton, wo bleibt denn das Bier? Haben Sie in München nicht gelernt, dass man am Gast ein Bier hinstellt? Selbstverständlich, Frau Wirtin, natürlich. Sie müssen entschuldigen, Herr Architekt, aber mein Vater hat ihn engagiert und ich kann ihn ja nicht gut gleich wieder rausschmeißen. Ja, das ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl. Ein ganz frecher Mensch ist es. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann schikanieren Sie ihn ein bisschen. Vielleicht bringen ihn dann schneller wieder los. Also, ehrlich, so ganz sympathisch ist er mir eigentlich auch nicht. So, zum Wohl, Herr Krause. Das ist nicht Herr Krause für Sie, sondern der Herr Architekt. Ja, das möchte ich. Die Ursula. Das möchte ich ihm eigentlich schon erlauben, dass er Herr Krause zu mir sagt. So, also dann bringen Sie mal die Suppe. Verständlich, Frau Wirtin, die Suppe. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ich glaube, ich muss selber in der Küche nach dem Rechten Ja, schauen. bitte bleiben Sie. Wollen Sie mir Ihre Gegenwart denn schon wieder entziehen? Ist Ihnen die denn so lieb? Ach, was? Wollen Sie mich unbedingt erröten sehen? Herr Architekt, ich schaue aber besser doch nach. Nein, bitte bleiben Sie sitzen. Also, diese süßen Handeln, die passen doch nicht an einen Küchenherd. Das wäre ja direkt schade drum. Was denken Sie denn jetzt? Ich denke gerade, was ich dafür geben würde, wenn diese lieben Handeln mich streicheln täten. Wäre das schön? Ah, ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie schön das wäre. Sie Feinspinner, Sie. Was himmlisch. Oh, entschuldigen Sie, die Suppe. Die Ursula. Eigentlich kann er ja nichts da. Ich glaube, ich habe eine Nudel im Ohr. Schauen Sie mal. Eigentlich kann er ja nichts. Hören Sie auf, lassen Sie mich hin. Ich muss leider den Anzug wechseln. Es ist eine Schweicherei so etwas. Anton, können Sie Ihre Augen nicht aufmachen? Ja, weil ich es aufgemacht habe, darum ist es passiert leider, ja. Aber in Zukunft, Frau Wirtin, in Zukunft werde ich meine Augen noch viel weiter aufmachen müssen. Ein Oberkellner wollen Sie sein? Ein ganz frecher Mensch sind Sie, der sich hier eingeschlichen hat, um mich zu ködern. Frau, sagt dieser freche Mensch zu mir, aber das eine merken Sie sich. Sie machen mich noch lange nicht zu Ihrer Frau. Jawohl! Ja, und zu mir hat der Mutter gesagt, der freche Patron, der Freche. Aber das merken Sie sich. Sie machen mich noch lange nicht zu Ihren Muttern. Ein Betrieb ist das heut. Ja, Wally. Lehn die nur fest an den Baum hin. Siehst du nicht, dass du den ganzen hinten Tisch da gar kein Bier mehr hat? Frau Wirtin,
Simon, da sollen wir einen 30er Banzen anzapfen, wir brauchen nur ein Bier. Noch einmal. Simon, was gehört? Noch mal einen 30er Banzen. Ja, ist schon recht. Zugeht tut das halt, du, wie wenn Kirchweih wär. Dann haben wir jetzt 70 Liter, wenn die 30 Jahre noch saufen. So viel haben wir sonst bloß im ganzen Monat gehabt. Müssen wir morgen gleich noch ein Bier abstellen. Der Anton sagt, wir brauchen es. So, der Anton sagt's. Ja, wo doch jetzt der Bierkonsum so gestiegen ist. Der Anton sagt's. Du, zugeht tut das. Das schafft der Anton allein gar nicht mehr. Mein Gott, Wally, es war erst 5 Uhr. Brauchst du nicht einschlafen, gell? Wir brauchen unbedingt noch eine Bedienung für den Biergarten. Meinst du? Ja, der Anton sagt's. Ja, wenn der Anton das sagt, ja nachher. Ja. Eine kleinste Idee vom Anton, gell, mit der Einweihung vom Garten. Da haben wir allweil schon den schönsten Biergarten gehabt. Und kein Mensch ist da draußen geguckt. Weil es heute nicht eingeführt war, ne? Weil da wenn kein Tisch und kein Bank draußen war. Hallo, mein Lieber. Vom Geschäft, da versteht er schon was, der Anton, gell? Das geben halt einen guten Wirt ab. Sag einmal, fangst jetzt du schon wieder damit an? Steckst schon wieder ein, mein Rotschneidstierkel, gell? Allweil noch das gleiche Druthändel. Gleich schwillt dir der Kamm. Mein Gott, als Oberkellner ist er mir doch recht, der Anton. Er tut das halt Pflicht und dafür wird er auch bezahlt. Aber mein Wirt, den suche ich mir selber aus, gell? Wozu den suchen, wenn der Beste schon da war? Vielleicht, weil mich Sucher gefreut. Stehst doch nichts auf dabei. Was meinst du, was ich gesucht habe, wie ich jung war? Umeinander gesucht habe ich. Weißt? Die habe ich haben müssen und die auch. Und naja, und am Ende habe ich doch mehr alte geheiratet. Dass du wieder ruhig schlafen kannst, Vater. Vielleicht haben wir eher einen Wirt, als du denken magst. Bist du jetzt zufrieden? Nicht ganz. Weil gesehen hätte ihn schon auch noch ganz gern, den du da meinst. Den siehst du dann schon noch rechtzeitig, wenn er hinterm Schandtisch steht. Die Kirche lässt fragen, wie teuer dass die Kolbshaxen aufschreiben sollt für den Herrn Architekten. 10 Mark mit Salat. Was? Bloß 10 Mark? Ach so, drum Haxen. Ja, das sind ja gut die 2 Portionen. Jetzt red nicht lang umeinander, 10 Mark, hab ich gesagt. Dann sagst du dem Herrn Architekten einen schönen Gruß. Er soll sich's gut schmecken lassen. Und die Haxen kommt von Herzen. Was? Vom Herzen gibt's ja 2-gründige Haxen. Mar und Josef, ja muss die ein Drumherz haben. Aber jetzt weiß ich schon wieder ein bisschen mehr. Wieso? Ja, meine zweipfündige Kalbshaxen, die hat mein Verstand wieder erleuchtet. Wirtin von der Brust, größer kommt ja nix kost, bis der Oberkellner Kind, der erst ganz salopp bin. Holladio, Holladio, Ja, freilich ist. Holladio. Und der Anton ist gerecht, das ist direkt der Best, das ist direkt der Best, weil er Twitter gut dresst. Sag einmal. Holladio, Holladio. Was soll ich da schon sagen? Holladio, Holladio. Nichts kannst du sagen. Beim Gag. 1, 2, 3, schon nicht schon draußen. Der nächste bitte. Anton, dreh um, Anton. Halt schon, der liegt auch schon wieder draußen. Du, das hätte ich dem Anton gar nicht zutraut. Schau dir gerade dahin, der haut ja drei wie ein Schmied. Ja, jetzt wirft der Schmied einen aus. Das war der Pfarrer. Aber, jetzt ist er Ruhe. Ausgerechnet wegen mir muss eine solche Rauferei losgehen. Als ob ich jemals einen Anlass dazu geben hätte. Du gibst halt ein gutes Gegenmittel, nicht? Du heiratest den Anton, dann werden aus den Spottlieder Heiratsgestanzel. Und wenn's dich auf den Kopf stellst, dann passiert das nicht. Ich und den Anton heiraten, das ist mir ja viel zu frech. Wenn du mal droht wird und gleich schmied dir der Kamm. Also imponierend, Anton. Also Sie haben ja derartig zugeschlagen. Also da habe ich ja überhaupt nicht
mehr eingreifen müssen. Sagen Sie, glauben Sie, dass es mit der Frau Wirtin ernst ist? Herr Krause, von der Seite kenne ich Sie gar nicht. Na, Sie haben doch früher immer jeden Blick von einem Mädel zu Ihren Gunsten zu deuten verstanden. Ja, wissen Sie, das ist mir alles zu schnell und zu einfach, die ganze Sache. So denn, der Apfel ist reif, da fällt er heute. Haben Sie das heute Abend nicht verstanden mit der Kalbshaxen? Doch, ich soll sie mir schmecken lassen, sie kommt von Herzen, hat sie mir sagen lassen. Eben. Und? Die Liebe geht doch bekanntlich durch den Magen. Ja. Ich sage Ihnen was, Herr Krause. Die Wirtin gehört Ihnen so sicher, wie Ihnen das Küchenmädel vom Café Pfau die Ursula gehört. Also jetzt hört's ja mit dieser Wurzel da auf. Die Geschichte ist doch schon lang verjährt. Ja, hab ich vergessen, sind ja schon ein paar Jahre vorbei, gell? Sagen Sie, Anton, würden Sie mir wirklich bei der Frau Wirtin behilflich sein? Ja, nix lieber als das. Und wie wirbt man am wirksamsten hier in der Gegend bei den Madeln? Ja, das ist bei uns verschieden, ja. Also vom Fenstern habe ich schon sehr viel gehört. Ach so, na, das ist noch viel zu früh. Na, nicht gleich mit dem Fenster anfangen. Na, man sollte nicht mit dem Türstock ins Haus fallen und am allerwenigsten mit dem Fensterstock. Herr Krause, sowas muss man vorbereiten. Und wie bereitet man so etwas vor? Ja, das geht alles bei uns programmmäßig, ganz programmmäßig. Schauen Sie, in der ersten Nacht, da stellt sich der Bursch zuerst einmal, am besten mit einer Gitarre, unter das Fenster von seinem Dirndl und bringt dem Dirndl ein Gstanzl. Ein was? Ein Gstanzl. Gstanzl. Ein Liebeslied, nicht sozusagen. Wir sagen Gstanzl dazu, ja? Ein Gstanzl. Ja, da muss man dann schon sehen, dass sie oben der Fenstervorhang ein bisschen bewegt. Dann weiß der Bursch unten, dass das Dirndl oben bereits heucht, nicht? In der zweiten Nacht, da geht dann das Fenster schon einen ganz kleinen Spalt auf. In der dritten Nacht, da muss das Fenster dann sperrangelweit auf sein. Dann geht man den Schupfen hinter, holt man sich eine Leiter und dann, bumsti, dann kommt der praktische Teil, Brust. Ich hole sofort die Leiter. Später. Also Anton, großartig. Ich danke Ihnen von Herzen. Wissen Sie was, Anton? Sie kriegen von mir Ja, was kriege ich denn? mein Ehrenwort, dass ich Ihnen das alles nie vergessen werde. Aber sagen Sie mal, muss man jetzt wirklich da 3 Nächte hintereinander da unten singen, bevor man endlich mit der Leiter anrücken kann? Wissen Sie, ich kann ja gar nicht singen. Ja, das macht ja nichts. Wissen Sie was, ich sing für Sie. Ja, außerdem, schauen Sie, ich meine, 3 Nächte sind natürlich bei einer Frau wie unserer Wirtin Bedingung. Ja, es gibt natürlich auch andere, da geht das Fenster schon auf, bevor man überhaupt zum Singen anfängt. Aber die sind am meisten schon älterer Jahrgang, ja. Ja, aber hätten Sie mir da keine von der letzteren Sorte? Wissen Sie, weil ich bin ja auf das Fenster so versessen. Ja. Nicht? Wissen Sie, dann wäre es ja auch ganz gut, dass ich ein bisschen vorher übe und probiere, damit ich mich bei der Wirtin dann nicht blamiere. Ach so, ich soll für Sie eine Probe arrangieren. Ah. Ja, mach ich. Für Sie mache ich alles. Danke, Anton, Sie kriegen von mir. Ja, Ihr Ehrenwort, ich weiß schon, ja. Sitzen Sie. Passen Sie auf. Ich hätte da ein wunderbares Probeexemplar für Sie auf Lager, aber leider schon ein bisschen ein älterer Jahrgang heute nicht. Ach, macht nichts. Wissen Sie, ich halte es da mit dem Wein. Je älter der Jahrgang, umso... wer ist es denn? Die Walli. Die Walli. Aue. Naja, ne. Älterer Jahrgang, gell? Ja, schon ein bisschen sauer, gell? Naja, es macht nichts zum Üben. Nicht? Ja. Und sagen Sie, und dann braucht man da aber überhaupt nicht mehr zu singen. Nein, bei der können Sie einen Singer sparen. Ja. Es geht dann alles in einem aufwaschen. Wunderbar. Passt auf, die Fenster sind alle oben im ersten Stock. Rechts da drüben, da ist das Fenster von der Wirtin, da sing ich. Links, da, genau über diesem Fenster, da wohnt die Walli. Da fenstern Sie. Großartig. Und wann beginnt diese Komödie? Oh, Punkt 10. Punkt 10, jawohl. Und Punkt 10 stehe ich da hinter der Kastanie. Wo? Hinterm Kastanienbaum und sing für Sie Ihr Gstanzl, Ihr Liebeslied. Aber
Jetzt kommt auch meine Bitte, Herr Krause. Sie werden verstehen, ich meine, ganz umsonst kann ich das natürlich nicht machen, nicht? Anton, was wollen Sie denn noch? Sie wissen doch, ich kann Ihnen ja höchstens... Ja, Ihr Ehrenwort geben, ich weiß. Nein, das habe ich schon oft. Nein, was anderes. Ich interessiere mich halt brennend für das Küchenmädel vom Café Pfau, für diese Ursula. Ja, ich möchte mit ihr brieflich in Verbindung treten, habe aber leider ihren Familiennamen vergessen. Nicht? Aha, ja, aber Sie dürfen ihr nicht schreiben, dass ich hier bin. Nein, auf keinen Fall. Wissen Sie, den Nachnamen, den habe ich mir gemerkt. Der ist genauso blöd wie Sie selber. Ursula Hirnnagel heißt sie. Hirnnagel? Ja. Sehen Sie, Herr Krause, das ist alles, was ich von Ihnen wissen wollte. Ach, wunderbar. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Angelegenheit. Glauben Sie denn, dass ich hier ein nettes Abenteuer haben werde? Jetzt kriegen Sie von mir mein Ehrenwort. Das ist für Sie ein wunderbarer Abend, beziehungsweise ein unvergessenes Erlebnis. Also, Punkt 10 hinterm Kastanienbaum, gell? Schauen Sie. Eine wunderbare Nacht, ideal zum Kammerfenstern. Also, ran, Herr Krause. Großartig, Generalprobe und Uraufführung in einem. Eine schönere Komödie kann ich mir ja gar nicht wünschen. Ja, sie ist was. Ich habe oben einen Schatten gesehen. Ich glaube, die Wirtin ist bereits in ihrem Zimmer. Ja. Wissen Sie was? Ich singe ja jetzt ein Stanzel und um 10 Uhr einmal. Jawohl, und ich hole gleich die Leiter. Doppelt genäht, hält besser. Und drauf ein Heisel ist er klar. Wenn's nur sagen kannst, das geht dir allein. Dann bist glücklich, Sorgen hast am Chor. Also, und jetzt Punkt 10 Uhr. 10 Uhr, nicht vergessen. Meine Güte, das... Oh, Frau Wirtin, ich dachte, Sie wären schon oben auf Ihrem Zimmer. Ja, da war ich auch schon, aber jetzt wollte ich doch mal schauen, was für ein Nachbar da so ein Vogel hat, das so ein schönes Gstanzl singen kann. Also, mit Verlaub, verehrte Frau Wirtin, den Vogel habe ich. Was? Sie haben einen Vogel? Ja, in der Kehle. Einen Auerhahn. Gottes Willen, gleich so ein Drum. Ich habe doch nur für Sie gesungen. Haben Sie das nicht gemerkt? Hab gar nicht gewusst, dass Sie so schöne Gstanzl singen können. Oh ja, das haben schon sehr, sehr viele gesagt. Wissen Sie, besonders in der hohen Lage habe ich einen wunderschönen Bass. Was? Ich habe gedacht, dass das vielleicht eher ein Bariton war. Ach, ein Bariton. Ja, es kann schon sein. Auch wissen Sie, das ist bei mir ganz verschieden. Manchmal ist es morgens ein Bass und abends ein Bariton. Oder abends ein Bariton und morgens ein Bass. Das ist ganz verschieden. Ach so. Das Bitte, Herr Architekt, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön, aber ich habe nur sehr wenig Zeit, denn Punkt 10 Uhr... Ach, wo müssen Sie denn hin um 10? Das kann ich Ihnen leider nicht verraten. Ah, ich kann mir schon denken. Ein kleines Rendezvous, ne? Ja, so sind die Männer. Der einen singen sie ein Gstanzl vor und der anderen, der laufen zum Stelldichein hinterher. Aber Frau Wirtin, wie können Sie denn so etwas sagen? Also bisher war ich noch jeder treu. Oh, da müssen Sie aber eine ganz schöne Portion zusammengebracht haben. Ja, wissen Sie, es kommt immer ganz darauf an, wem man die Treue verspricht. Also Ihnen könnte ich wirklich treu sein. So, da hören Sie aber auf. Da graust mir schon wieder so ein Stopflack von Treue spricht. Was verstehen denn Sie von der Treue? Sie, ich war auch einmal jung. Aber ich war meiner Frau immer treu wie ein Zündhölzel. Also, wieso denn ein Zündhölzel? Ich habe mich nur an meiner eigenen Schachtel entflammt. Aber sie ging ja überall los. Vater, was suchst du denn noch? Walli? Was willst du denn von der Walli? Nix, ich wollte dir nur sagen, sie soll das Fenster gut zumachen, auf einer Wehe. Da kommt mein linker Zeher, der reißt mich ganz damisch. Ihr linker Zeh lügt. Von einem Gewitter kann überhaupt keine Rede sein. Das Radio sagt schönes Wetter. Kommt kein Wetter? Nein. Jetzt hat mich mein Zeher angelogen. Ach so, ein Malefiz-Zeher. Jetzt hab ich den schon 60 Jahre. Und auf die alten Tage fängt er noch zum Liegen an. Ich will halt sagen, Walli, die soll das Fenster auflassen, weil der Radio gesagt hat, dass kein Wetter kommt. Gute Nacht, Rosen. Nacht. Gute Nacht, Herr Radio.
Das ist also ein merkwürdiger Kauz hier, Herr Vater. Zum Wohle. Zum Wohle. Frau Wirtin, fühlen Sie sich nicht ein bisschen einsam als Witwe? Einsam, kann man nicht gerade sagen. Da sorgt schon mein Geschäft dafür und, naja, und seit der Anton da ist, ist es ja besonders lebhaft. Ja, ich würde dieses lebhafte Leben sehr gerne mit Ihnen teilen. So? Was täte ich denn dann mit meinem Geschäft? Ich brauche doch jemand, der was von der Wirtschaft versteht. Ja, davon verstehe ich etwas. Ja? Oh ja, die Wirtschaft ist mein halbes Leben. Ach was? Na ja, dann könnte man sich's ja noch mal überlegen. Sie dürfen halt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ja, das weiß ich schon selber. Nicht mit der Tür ins Haus fallen, erst nach 3 Tagen mit dem Fensterstock. Was sagen Sie? Frau Wirtin, könnten Sie mir denn ein wenig Hoffnung mit auf den Weg geben? Ich kann Ihnen die Hoffnung geben, dass Sie in ein paar Tagen noch mal anfragen dürfen. Prost. Und hoffentlich bekomme ich dann eine gute Antwort, denn wenn nicht, stürze ich mich in den See, da wo er am tiefsten ist. Das lassen Sie aber bleiben, da verrecken uns die ganzen Fisch. In den See darf ich nicht springen. Also wenn ich früher 7 Madel in den See reingerumpelt war, hätte ich den ganzen Tag keine andere Arbeit gehabt, wie reinrumpeln und raus und rein und raus. Was willst du denn noch? Ja, ich Architekt, ich wollte nur sagen, das Fenster ist jetzt auf. Sperrangel weit auch noch. Das interessiert mich, was habe ich denn mit Ihrem Fenster zu tun? Na, mit meinem doch nichts. Der Tischgang hat man gerade nur ab. Nein, ich meine, bei mir besteht keine Gefahr, nicht? Weil ich wohne ja nicht auf der Wetterseite. Vater, jetzt red bitte nicht so dumm daher und geh in dein Bett. Du jetzt dumm daherkriegt. Ja, nein, das kommt davon, wenn man alt wird man halt ein bisschen deppert. Ja, das stimmt. Ja, freilich stimmt das. Aber Sie sind doch noch gar nicht so alt. Wie meinte er jetzt das? Denken Sie sich nix. Der hat ein bisschen was über den Durst getrunken, gell? Ja. Oh, ich muss gehen, es ist höchste Zeit. Aber Herr Architekt, jetzt bleibt doch noch ein bisschen da, wo wir so schön plaudern. Nein, es tut mir wirklich leid, verehrteste Wirtin. Sie werden noch von mir hören. Noch mal was hören. Wollen Sie mir denn noch mal so ein schönes Gstanzl singen? Ha? Ja, ich werde noch einmal singen, aber es muss um Punkt 10 Uhr sein. Ach was, um 11 Uhr freut's mich noch ganz genauso. Nein. Um Gottes Willen. Ich bin blamiert. Das ist ja das nämliche Vogel wie vorhin. Jetzt ist aber ausgekommen, mein Auerhahn. Aber das ist ja der Anton, der da hinter der Kastanie singt. Also der ist das Vogel. Wenn ich ein Vöglein wäre und auch 2 Flügel hätte, flöge ich jetzt. Komisch, Herr Architekt, dass der Anton die gleiche Stimme hat wie Sie, gell? Ja, nein, also ja. Das heißt, nein, wissen Sie, weil das ist. Wir sind Zwillinge. Was sind Sie? Also wir sind im Zwilling geboren. Aha. Ja. Ich glaube, ich kenne mich aus. Ich mich nimmer. Sie haben sich vom Anton die Stimme geborgt, weil Sie mir eine Freude machen wollten. Ja, das ist es. Wissen Sie, weil ich bin ja in der Sekunde heiser geworden. Sind Sie mir noch böse? Naja, also schön war's nicht, dass Sie mich so angelogen haben, aber der Zweck heiligt die Mittel, gell? Und jetzt sperre ich mal die Küchentür zu. Ach, für Sie wäre es sicher auch gut, wenn Sie ins Bett gehen würden. Jawohl. Und machen Sie sich einen Wickel wegen der Heiserkeit. Ja, und vielleicht lege ich mir auch noch einen Eisbeutel aufs Hirn. Nicht so. Ja, das machen Sie, verkappter Minnesänger. So, und jetzt nichts wie zu der Leiter, sonst geht der zweite Teil meines Abenteuers auch noch flöten. Und jetzt mal raus. So. Das
Das war die erste Überraschung. So, jetzt kommt der zweite Teil. Wie du gesagt hast, Hirnnagel, jawohl. Ursula, Hirnnagel. Ah, Sie sind ja auch noch wach. Oh, ich wollte gerade feiern, aber mein Dienst ist ja schon vorbei. Einen komischen Dienst haben Sie. Für andere Leute gestanden singen. Oh mein, was tut man nicht alles der Herrschaft zuliebe, gell? Was denn? Mir zuliebe. Wem schreiben Sie da? Vielleicht gar Ihre Witwe? Ja, der Brief, der ist für eine Witwe. Aha. Und? Was wollen Sie von ihr? Oh mein, warm halten tun wir es, damit ich es hab, wenn ich es brauche. Und wann brauchen Sie es schon? Oh mein, schauen Sie, wenn Sie jetzt Ihren Architekten heiraten, dann muss ich mir doch um einen anderen Platz umschauen. Die 14 Tage, die sind bald vorbei. Ist Ihnen vielleicht so schlecht gegangen bei mir? Oh, das gerade nicht, aber schauen Sie, ich bin jetzt in einem Alter, wo man gern für sein eigenes sorgen möchte. Haben Sie mir Lidl vorhin nicht gehört? Hat es Ihnen gefallen? Was fragen Sie denn da mich? Das ist doch nur für Ihre Witwe bestimmt. Sehr richtig, ja. Für meine Witwe. Und? Haben Sie das auch alles geschrieben? Das brauche ich doch nicht schreiben, das weiß ich von ganz allein. Also eine reine Spekulationsheirat. Also, Frau Wirtin, dass Sie auf einmal so besorgt sind um mich. Weil Sie Ihr Glück mit Füßen treten. Mein Glück? Ich weiß wohl, wie mein Glück ausschauen müsste. Und Sie suchen es auch. Aber ob Sie es allerdings bei dem zerzupften Architekten finden, das möchte ich bezweifeln. Sie möchten ihn ja nur schlecht machen, den Herrn Architekten. Schlecht machen, den und schlecht machen. Den kann man nicht schlechter machen, als er schon ist. Der ist nicht schlecht, der meint sogar sehr gut. Ach so, sehr meine gut. Passen Sie auf. Meine liebe Walli. Ah, die Walli kriegt einen Besuch. Walli! 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 Da haben Sie ihn, Ihren Herrn Architekten. Aber das ist doch gar nicht möglich. Nicht möglich? Soll ich ihn runterziehen von der Leiter? Sehen Sie, Frau Wirtin, so schaut das Glück aus. Ja, dann werde ich jetzt das Haus absperren, denn ein guter Oberkellner, der muss ja seine Augen schließlich über allem haben, nicht? Im Haus, im Stall und natürlich auch über der Frau Wirtin. Sag mal, Anton, da machst du heute gar nicht feiern. Ja, ich wollte gerade zusperren. Was ist mit der Rosel? Nix, es ist bloß ein bisschen wegen dem Architekten. Zwecks dem damischen Luder. Den brauchst du nicht noch einer. Der steht ja tief unter dir. Nein, im Moment ist er hoch über ihr. Ja, der Rosel. Dann geh in dein Bett. Und du, Anton, sperr gut zu. Jetzt ist alles daheim. Ja. Der Letzte ist gerade reingekraxelt. Himmel und der schönes grünes Flecker und drauf ein Häuser ist er klar. Wenn's dann sagen kannst, das gehört dir war, dann bist glücklich, Sorgen hast dann kein. Ein liebes Dirndl mit zwei braune Kucken und am roten Goscherl fangst dir an. Setzt sie in das kleine Häuserlein, dann meint's grad, du musst im Himmel sein. Setzt sie in das kleine Häuserlein, dann meint's grad, du musst im Himmel sein. Rosel, ist der Anton nicht da?
Das siehst du. Ja, so genau habe ich mich noch nicht umgeschaut. Magst du einen Kaffee? Ja, gern. Das ist aber zu dumm. Weil der Postbote hat jetzt gerade eine Karten für ihn gebracht. So. Das interessiert mich nicht. Weiß ich schon, dass dich nicht interessiert. Aus München ist. So? Von München? Von wem denn? Das interessiert dich doch nicht. Vielleicht gar vom Kaffee Pfau? Ja, von einem Pfau steht da schon was drum. Du komm, lass mich mal lesen. Ja, bist du narrisch, Mann? Briefgeheimnis verletzen. Mein Lieber, da drauf steht Zuchthaus. 5 Jahre. Okay, Vater. Das ist doch eine offene Postkarten. Kartengeheimnis 2,5 Jahre, gell? Wir haben ein blühendes, junges Leben in Stadelheim beenden, freilich. Jetzt lass deine Witz. Ich sag doch am Anton nix. Mei, du bist gut. Ein Weibert's ein Geheimnis anvertrauen und sie sagt nichts. Das war ja ganz was Neues, gell? Krieg ja keinen Zucker. Ja, das entschuldige. Aber ich will ja nicht so sein, gell? Ich werde das vorlesen. Aber setz dich hin, was da drin steht, das kannst du im Stehen nicht da dran. Doch, ich kann schon stehen bleiben. Was setzt du nicht hin? Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Ja. Ja, dann fangen wir an. Mein lieber Toni. Sitzt schon. Ich hab's ja gewusst. Was, mein lieber Toni, schreibt die. Was hast denn? Die hat ja doch nichts da. Man kann nicht auf offene Postkarten einfach mein lieber Toni draufschreiben. Mein lieber Toni. Also, das haben wir schon gesagt. Soeben dein Brieflein gelesen. Muss ein ganz scharfe sein. Die schreibt lesen mit scharfem S. Das, was mich ganz... Die Gans hat's jetzt wieder mit Ringles geschrieben, die Gans. Ich meine, was mich ganz narrisch gefreut hat. Jetzt habe ich den Vater meines Kindes wieder. Jetzt werde ich ihn an mein kleines Herz drücken, dass ihm der Schnaufer ausbleibt. Ich komme mit dem nächsten Zug und wenn ich merken täte, dass ein anderes Weibsbild mir den Vater meines Kindes ausspannen möchte, so könnte sich das Trutschal freuen, weil der Schlang da ist allerweil. Sonst bin ich gesund. Der schreibt gesund mit X wie Gesichts. Sonst bin ich gesund. Nur mein Kind hat eine gestegelte Milch getrunken und Preiselbeeren gegessen. Jetzt hat es Bauchweh. Dasselbige von dir erhoffend, verbleibe ich deine Ursula. Gottes Willen. Da schauen wir gut aus, wenn die kommt. Herr Vater, die schmeißt mal wieder raus. Ja, freilich, dann druckt sie mich an ihr kleines Herz, dass mir der Schnauf rausbleibt. Wir können doch diese Person nicht in unser Haus reinlassen. Ja, aber geh weiter. Das ist doch vielleicht ein ganz nettes Madel, nicht? Also, ein ganz nettes Madel. Da schaut der Trampel aus jedem Buchstaben raus. Nein, das darfst du nicht sagen. Das hat sie in der Aufregung geschrieben. Da kann ich hier mitfühlen, nicht? Also sowas, wenn das Kind Preiselbeeren gegessen hat und eine gestegelte Milch getrunken hat. Nein, das arme Haschall, das lassen wir schon rein. Ich will die nicht in meinem Haus haben. Mein Haus muss rein bleiben. Das bleibt doch rein. Das Kind wird es ja nicht mitbringen. Ja, und sie wird doch keine gestegelte Milch getrunken haben. Guten Morgen miteinander. Morgen. Auch wieder Anton. Du, Anton, da sind Karten für dich kommen aus München. Jetzt geh, weil jetzt wird's brenzlig. Ah, von der Ursula. Ach, die Ursula ist immer noch die gleiche. Ja, da werden wir ein Zimmer herrichten müssen, denn wahrscheinlich wird die bei uns übernachten wollen. Ja, freilich wird sie über Nacht bleiben wollen. Sie muss doch dem Vater von ihrem kleinen Kinderl an ihr liebes Herzl drucken. Ach so, Sie haben die Karten schon gelesen. Ja, dann brauche ich nicht mehr viel erklären. Sie brauchen mir gar nichts erklären. Sie Schützenjäger. Was bin ich? Ein ganz ein schlechter Mensch sind Sie. Andere wollen es schlecht machen und dabei müssen Ihnen die Mütter nachlaufen, dass zum Vater von Ihrem Kind kommen. Moment, langsam. Wer muss wem nachlaufen? Was ist mit dem Vater für Säcken? Den Herrn Architekten wollen Sie schlecht machen und dabei sind Sie selber schlechter als schlecht. Sie ganz miserabliger Kerl, Sie.
Respekt, die Frau Wirtin schreibt eine gute Handschrift. Er macht nichts, ich trag's gern, denn ich kenne jemand, der kriegt heute noch mehr von der Sorten. Anton, ist die Luft rein? Geh nur rein, weißt du. Das Wetter hat sich verzogen, jetzt kommt gleich wieder Sonnenschein. Wenn du mit deinem Sonnenschein deine Ursula meinst, mein lieber Bruder, du hast eine saubere Suppe mitgebracht, das muss ich dir schon sagen. Weißt du, die Geschichte mit der Witwe, das hättest du ja noch verziehen. Aber dass ein Kind auch noch da ist, ist ein starkes Stück. Die Ursula, die geht durch mich nichts an. Das sagst du nur zwecks der Alimente. Was du? Die Ursula, das ist doch das Küchenmädel vom Café Pfau. Mit der hat doch der Krause jahrelang ein Verhältnis gehabt. Ja, na, dann ist das ja gar nicht die Witwe. Ja, natürlich nicht. Warum schreibt sie dann mein lieber Toni? Ja, mei, warum nicht? Wir waren jahrelang im Café Pfau miteinander in Stellung und jetzt habe ich ihr geschrieben, sie soll zu uns herkommen, weil der Krause bei uns da ist. Verstehst du? Hä? Du, das ist gut! Ja? Das ist gut! Dann wird sie ihn an ihr kleines Herz drucken, dass er der Schnauf rausbleibt. Na, sowas hat die Rosel doch recht gehabt, nicht, wie es gesagt hat. Das muss ein Trampel sein, das erkennt sie gleich an der Handschrift. Ja, deine Tochter schreibt allerdings auch eine gute Handschrift. Warum? Hat's dir geschrieben? Ja, gescheit. Dann ist ja der Architekt der Vater von dem Kind. Ja, aber natürlich. Ja, dann verstehe ich das arme Würmer, das muss ja Bauchweh haben. Oh, du weißt du, ich glaube um 10 Uhr kommt der Zug. Weißt du was? Im Grause seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Du ja nicht. Nach diesen liebevollen Zeilen, was er ihm da geschrieben hat, da wird's den gescheit umeinander lassen. Aber das geschieht ihm schon recht. Vielleicht vergehen ihm dann die Gelüste auf mein Rosel. Ja, das Rosel muss er sich jetzt aus dem Kopf schlagen. Jetzt muss er leider mit einer anderen Pflanzen Vorlieb nehmen. Apropos Pflanzen, wie ist denn die Sache heute Nacht noch mit dem Kammerfenster und der Wall hinausgegangen? Oh, Herr. Das war vielleicht eine Viecherei, sag ich da. Ich hab natürlich die Walle einweihen müssen, nicht? Wie dann der Architekt da mit der Leute auf ist, da hat's ihn zuerst ein bisschen erblickt. Und wie er dann handgreiflich geworden ist, dann hat's der Lord einen Schubs gegeben, dass er in hohen Bogen runtergekugelt ist. Oi, hoffentlich hat er sich ins Kreuz gebrochen. Oh, die Wally hat das schon so gesteuert, dass er mitten auf den Misthaufen gefallen ist. Na, guten Appetit. Seit halb früh sitzt er am Balkon und putzt sich sein Gewand mit Parfüm. Das ist vielleicht der Geruch nach Mist und nach Eau de Cologne. Wenn's an dem Zimmer vorbeigehst, dann haut's dich gleich um, so schlecht wird's da. Naja, die Ursula, die wird dann beim Lüften schon behilflich sein. Weißt du was, Wastel? Ich geh jetzt runter zum Bahnhof und bring's her. Wenn's da ist, dann bringen wir den Architekten runter und dann lassen wir's zusammen, die zwei. Ja, wo ist du grad? Ich bin schon neugierig auf das Mädchen mit dem kleinen Herzen. Lass mich überraschen. Jetzt lacht du ja noch. Anton. Ja, du musst schon lauter schreien, gell? Aber das hier dann immer. Vater, du musst mir helfen. Du musst ihn wieder aussöhnen. Ich meine, du musst einfach mit ihm reden. Was, ich? Ich soll mit ihm diskurieren? Ja? Na, heute lieber nicht. Weißt du, heute geht so ein unangenehmer Geruch von ihm weg. Wieso? Ja, weil er auf den Misthaufen gefallen ist. Was denn der Anton? Du meinst den Anton? Ja? Ja, dem fällt nichts, der riecht voll gut. Vater, bitte, tu ihn wieder aussöhnen. Sag ihm einfach, dass mir leid tut, dass ich ihn beleidigt habe. Freilich. Jetzt kommt dann die Ursula, verstehst du? Die druckt dann mich an ihr kleines Herz auf. Die haut uns alle zwei umeinander. Nein, mein Lieber. Da fall ich auf den Misthaufen. Das sage ich dir, bevor ich mich von dem kleinen Herzl da batzen lasse. Sag einmal, du wirst mich doch nicht im Stich lassen. Schließlich bin ich deine einzige Tochter. Das sagt für gar nichts. Ich bin auch schließlich dein einziger Vater. Ja? Nein, mein Lieber. Die Suppen, die du da eingebracht hast, die musst du selber auslöffeln, gell? Guten Appetit! Gut, dann werde ich die Suppen eben selber auslöffeln. Mein Lieber, die soll mir noch kommen. Ha. Schönen guten Morgen. Frau. Morgen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich bei Ihnen in die Ungnade gefallen bin? Ja, bei uns sagt man auf den Misthaufen. Wissen
Wissen Sie, den größten Schaden habe ich doch selbst. Nicht seit 5 Uhr früh versuche ich, diesen Anzug zu reinigen und der ist immer noch nicht sauber. Ihren Charakter können Sie den ganzes Leben lang säubern, dann wird er nicht rein. Frau Wirtin, ich wäre ja schon längst in die Stadt gefahren. Es ist ja nur wegen... Entschuldigung. Es ist ja nur wegen der Rechnung. Ah, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Geschenkt. Geschenkt? Oh, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja. Ich gehe jetzt mal meinen Koffer packen und dann werde ich mich von Ihnen verabschieden. Jawohl. Das mach es. Stoderer, Gestinkerter. Pass auf! Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Batze, der Hundsheidene? Der ausgeschande Don Johann, der ganz ausgeschande. Gleich wird ja da sein. Also, da möchtest du vielleicht vorher eine Tasse Kaffee oder einen Tee. Mit deinem Tee, wenn's mir nicht gehst, du. Einen solchen Saufe, wenn ich Bauchweh hab. Heute hab ich Herzweh, heute trinke ich ein Bier. Schenk mir nur gleich eine halbe ein. Das hebt die Kampfestimmung. Den Regenschirm, den schlag ich alle rein ab heute an ihm. Dann hat er einer wirklich das Haaren versprochen, der Lump, der. Und wie oft? Ja, und jetzt, weil ich das Kind da hab, jetzt darf ich der schon wieder hocken lassen. Ja, warum jetzt das? Ja, was weißt du nie? In seinem letzten Brief hat er geschrieben, ich wär ihm zu spröd. Ja, war das kein Schreibfehler? Meinen Sie vielleicht blöd? Nein, ich mein gar nichts, gell? Naja, ich meine, ein bisschen spröd war ich schon. Wie er fort ist, da hat er zu mir am Bahnhof nur gesagt, Ursula, hat er gesagt, jetzt gibst du mir den ersten Kuss. Mein Lieber, du, da bin ich am Kämmer. Ja, was putzt denn du ein, du dämischer Teufel, hab ich gesagt. Meinst du vielleicht, ich lass mich von dir am Bahnhof alle Leute abschrecken? So nah sind wir zwar noch nicht bekannt, hab ich gesagt. Ja, Ursula, jetzt kannst du Courage bringen. Da brauche ich nicht viel Courage. Den hau ich ja so arm an, dass er die Bündner Frauen für ein paar Stabputzling anschaut. Bring mir noch eine halbe. Dann ist also der Krause wirklich der Vater von dem Kind. Ehrlich ist es. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum? Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie ihm kein einziges Puzzle gegeben haben. Das hab ich ja nicht. Was glauben denn Sie? Das dauert bei mir lang, bis einer von mir ein Puzzle kriegt. Da bin ich schon wirklich spröd. Ja, haben Sie ihn dann schon belangt, gerichtlich? Warum? Ja, zwecks der Alimente. Bis jetzt noch nicht. Aber ein Stammgast von uns, das ist ein Advikar, und der hat gesagt, seine Elemente muss er zahlen, bis er schwarz wird. Und einen Vorschuss, den hau ich am heute schon gleich einmal vom Buckel haben. Ursula, langsam, gell? Du ein bisschen langsam dringen, sonst siehst du den neuen Decken zweimal, bis er kommt. Das ist mir wurscht. Na, hau ich alle zwei, aber dann... Bring mir noch eine halbe. Nix als wie Unkosten hast mit denen
Malefiz-Mannsbilder, gell? Aber die 2 halbe, die kommen auf die Elementenrechnung drauf. Was ist? Wissen jetzt Sie nicht zufällig, ob der Gauner nicht vielleicht da heraus auch schon Bekanntschaft gemacht hat? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, mit Misthaufen hat er doch eine Bekanntschaft gemacht, gell? Sonst weiß ich von keiner. Dem Drei nehme ich alles zu. Gegen den ist der Casanova der reinste Kapuzinerbatter. So, wohl bekommst, lass das schmecken. Brauchst du mir den Schaffen? Mir schmeckt's ja so auch, Prost. So viel Alkohol ist nicht gesund. Was jetzt? Jetzt gehen wir rauf. Was ist denn jetzt? Was könnte denn jetzt endlich der Base? Jetzt habe ich schon gleich die 3. halbe und der ist selber noch nicht da. So lange wir bringen den jetzt. Jetzt gehen wir rauf und kriegst du den nächsten Dampf zusammen, bis er knapp wird. Du, dann schlagst du ja gleich ganz. Hey! Wirtschaft, ein Bier brauche ich noch! Ja, da wird doch sonst auch noch eine Bedienung da sein. Hey, Wirtschaft! Ein Bier brauche ich! Ja, wo ist denn der Wirt? Schlaft der noch? Ja, wer schreit denn da so? Ja, ich muss mir schon schreien. Ein Bier kriegen die noch. Oh, wie das ist ja schon. Warum? Wer soll ich denn sein? Sie sind doch bestimmt die vom Café Pfau, die ihren Bräutigam an ihr kleines Herz drucken will, oder? Jawohl, das bin ich. Und so lasse ich durch den Schwitzkasten, dass einem sein ausgefranster Gummikragen nicht mehr passt. Armer Anton. Das tut doch am Anton nix. Nein, dankeschön. Was müssen Sie denn da an Anton bedauern, wenn ich einen Krause umeinander lasse? Was denn? Den Herrn Architekten? Seit wann ist denn der Kurzwarentantler Architekt? Der Bate, der Miserablige, der hat mich doch mit seinen Liebesgeschwüre zur Mutter gemacht. Aber jetzt kriegt er die Geschwüre. Aber nicht von der Liebe, sondern von den Hiebe. Dann ist ja der Herr ich meine, dann ist ja der Herr Krause, der Vater von ihrem Kind. Ja, natürlich. Meinen Sie vielleicht, ich hab die Väter dutzendweise auf Lager? Ja, und der Anton? Was geht denn mit der Anton an? Wir waren miteinander in Stellung im Café Pfau. Und jetzt hat er geschrien, ich soll schnell da rauskommen, weil mein Freund, der Herr Krause, da heraus umeinander bolzt. Ach so. Dann sind ja Sie gar nicht die Witwe. Bis jetzt noch nicht. Aber wenn ich noch ein halbes auf, dann kann leicht sein, dass ich heute noch zur Witwe wäre, weil ich nachher schlafe. Jetzt gehen wir weiter. Kommen Sie noch weiter. Nix, aber ich. Der Herr sei meiner armen Seele gnädig. Deine arme Seele, die werde ich gleich ausarbeiten, komm aus deinem Bärsangwandel. Aber liebe Ursula. Der Teufel ist deine liebe Ursula. Und wenn du nicht sofort deine ausgefranste Bradelgoschen holst, dann kannst du heute noch auf deine Beerdigung zum Eisern gehen. Aber Fräulein Ursula, Fräulein, sagt der Hamid zu mir. Beleidigend möchte er auch noch werden. Du, dir gebe ich noch lang kein Fräulein ab, das merkt. ich bin unschuldig. Unschuldig ist er. Wo ist denn mein Schirm? Du, das war ich auch mal. Aber durch deine Lufferei
Herr Krause. Eheversprechung nicht halten, das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Sehr richtig, Anton. Das hat der Advokat auch gesagt. Das ist Forttadelung falscher Spielsachen. Ursula, was soll ich denn noch tun? Heiraten musst du mich. Oh, ich bitte um mildernde Umstände. Da wären keine langen Umstände mehr gemacht. Heiratst du mich oder nicht? Ursula! Ich kann nicht. Opa, merkst du mir das? Ein anderer merkst heiraten. Ja, du Finger, ach so, pass auf. Sei offen, hab ich schon. Auslassen tue ich jetzt nicht mehr, bis die Hosen auch noch mir kehren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was du Zeit also gut und lauf einer nach, weißt ich möchte ja gern wissen, ob sie ihn noch kriegt. Freilich lauf ich einer nach. Ich möchte doch auch, dass sie ihn noch kriegt. Ja, Frau Wirtin, und mir haben Sie jetzt nichts mehr zu sagen. Jetzt machen Sie sich auch noch lustig, was mich so blamiert haben. Ist nicht schön von Ihnen. Ich habe ja noch ein bisschen einheizen müssen mit der Ursula. Ich schau gar nichts, wenn einer dabei ein bisschen warm geworden ist. Ja, und? Jetzt? Jetzt? Jetzt packt der Oberkeiner wieder sein Koffer. Schreiben Sie mal bitte ein schönes Zeugnis. Schreiben Sie nein, er war treu und fleißig. Hat seine Augen überall gehabt. Über dem Haus, über dem Stall und auch über der Frau Wirtin. Ach so, Sie. Sie wollen also gehen? Tja, der erste ist. Die 4 Wochen, die sind vorbei. Viel gut. Der Oberkeiner geht. Und der Anton fragt die Frau Rosa, ob sie nicht einen tüchtigen Wirt brauchen kann. Ein Wirt kann ich schon brauchen, aber nur zur Nebenbeschäftigung. In der Hauptsache brauche ich einen treuen und braven Ehemann. Ja, aber Rosa, das ist doch sowieso meine Lieblingsbeschäftigung. Ich wollte euch bloß sagen, dass sie ihn jetzt doch noch gekriegt hat.